Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Es ist schon ein Titel her, dass ich das letzte Mal Zelda aufgenommen habe. Ich weiß, dass wir noch irgendwo in den Fisch müssen, also gehen wir mal richtig näher. Der Grund, warum das so lange gedauert hat, bis wir da jetzt Erfolg kommt, ist einfach der Stress gewesen. Ich bin jetzt mit der Matur fertig, muss mich aufs Studium vorbereiten. Also vorbereiten, ich hatte 2 Monate Ferien, Anführungs-Schlusszeichen. Und ja, ich muss jetzt schauen, wie ich das machen will. Haben wir eigentlich schon die coolen Flossen? Ja, wir haben es schon, gut. Auf jeden Fall im Moment kann ich wieder aufnehmen. Und habe auch wieder mehr Zeit, weil Abschlussprüfung und so habe ich müssen lernen und all so das Zeug, nicht in Strudel. Und ja, wo wollen wir an? Ja, ich habe bestanden. Das ist nicht so klar am Anfang, aber ich habe es irgendwie geschafft. Frage mich nicht wie. Und ja, dann gehe ich an die ETH Informatik studieren. Heute ist Sonntag und wir haben vor, am Freitag haben wir noch Abschlussball gehabt. Und ich muss euch sagen, die hohen Anzüge, die man da hat, alle sagen immer, die sind so unbequem. Aber das sind gar nicht. Die sind weiche bequem. Fragen wir mal die da hier, was sie von dem halten. Schon mein Opa hat auf dieser Insel gefischt. Die Insel treibt nach Westen ab. Damals lag sie noch weiter östlich. Okay. Dann schauen wir mal, was in der Vergangenheit so war. Ich glaube, wir kommen nur in der Vergangenheit. Doch, haben wir ja. Wir haben ja schon sehr viel geschafft. Wie viele Essenzen haben wir noch schon? Uns fehlen nur noch 2, 3, 2. Uns fehlen noch 2 Essenzen. Das ist geil. Okay. Dann wir mal das spielen, während ich den Timer stelle. Because of Gästlich und so. Stoppuhr. Start. Okay, wir kommen weiter. Gut. Hey, was willst du da? Du bist der Onkel Führer. Mein ganzes Leben lang war ich Fischer auf dieser Insel. Doch nun treibt sie auf den Horizont. Mein Enkel wird diese Insel einst weiter westlich von hier vorfinden. Ja, da weiß ich. Und zum Glück, weil sonst kommt er da nicht weiter. Schwimm, 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 schwimm. Und immer noch der grusige Schleimzeug dort. Das wäre ein Öltanker ausgelaufen. Können wir da. Tun wir mal so. Ich glaube, wir sollten weiterkommen. So in der Theorie und so. Ja, wir sind weitergekommen. Okay, aber da können wir dafür noch nicht mehr. Immerhin haben wir da noch das halt. Können wir abtauchen? Oh, wir können abtauchen, habe ich voll vergessen. Das ist äußerst cool. Weil wir können auftauchen. Irgendwie nicht so, hä? Aber wir können zum Beispiel da überall mit diesem coolen Greifhaken. Jetzt hör mal auf dort schwimmen. Ja, ich muss noch auf anlegen. Wie immer. Mit allem. Wusch. Und da können wir nämlich wieder auftauchen. Dann sind wir auf der Insel. Und da können wir wieder so cool. Und einmal unauffällig husten. Und wir sind wieder da. Ich weiß nicht, ob das was Gutes war, was ich vorher gemacht habe. Ich mache einfach irgendwas einmal und hoffe, wir kommen in unbekannte Gefilde. Auf jeden Fall sind wir jetzt da und können weiter. Schau schon mal, was wir können abtauchen. Ja, können wir. Haben wir denn da irgendwas, wo uns hilft? Nein, haben wir nicht. Haben wir denn da irgendwas? Da ist so Seegras und so. Okay, da kann man nicht so wirklich weiter. Und auftauchen kann man auch nicht. Tauchen wir auf, danke. Ah, da können wir mal so. Können wir echt einen wieder runter? Nein, aber wir können sicher da wieder so. Let's go. Frude Zeitstrudel. Aua. Okay, da geht nicht gut. Da bin ich irgendwie noch erleichtert. Wenn wir mal auf der anderen Seite. Wahrscheinlich geht's da. Testen wir es trotzdem mal. Wird hure entschlossen, hä? Mein Gott, der hure Husten. Den habe ich seit wir von Mallorca zurückgekommen sind. Wir sind mit der Klasse. Was erstaunlich ist, dass wir das überhaupt geschafft haben bei unserer Klasse. Sind wir auf Mallorca gewesen.
Ballermann und so Scheiß. Und das Erstaunliche war, die meisten Deutschen wollten uns locken mit der Aussage, keine Ballermann-Musik, nur Techno und so Zeug. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde das voll lustig. Kommen wir jetzt am Anfang raus, oder was läuft? Oder sind wir jetzt auf der anderen Seite? Ich komme gar nicht raus. Was ist denn? Hä? Okay, das ist merkwürdig. Tauchen wir mal. Vielleicht passiert da was interessant. Ja, jetzt kommen wir da so. Aha, weil das Ganze da auch wieder am Umschwimmen ist. Oh, wir kommen in eine coole Stadt. Hey Zora. Willkommen, hübsche Nixe. Dies ist Zoradorf. Ja, danke, dass du mich als Nixe bezeichnest. Ich sehe so weiblich aus. Willkommen im Zoradorf. Okay, tun wir mal wieder in fremde Häuser eindringen. Ich kann einfach nicht sagen, ob das jetzt weiblich oder männlich ist. Wie soll ich meine Stimme da anpassen? Eine große Bücherei liegt östlich von König Zoras Palast. Gut, König Zora. Grosse Bücherei tut nämlich schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Was haben wir da? Steuerung. So. König Zoras Palast. Jabu Jabus Schrein. Okay, Jabu Jabu ist, glaube der fette Fisch, wo wir mit ihnen die Essenz holen. König Zoras Palast liegt oberhalb von hier. Ich würde sagen, gehen wir mal zum König Zora. Bücherei der Brilleninsel. Gehen wir zuerst mal zum König, der ist näher. Kommen wir mal wieder nicht zurück, oder was? Also ich weiß, dass wir zurückkommen, aber... Ja. Hey. Einst war dies der Thronpalast unseres Herrschers, König Zora. Doch dann erkrankte der König schwer. Seit dieser Zeit leben wir ohne einen König. Zu seinen Lebzeiten hütete der König den Schlüssel zur Bücherei der Brilleninsel. Doch nun ist er unauffindbar. Okay, da hinten jetzt noch ein Schatz für uns, wahrscheinlich sind es Rubin. Rubin? 200 Rubin. Welch ein Glück. Dann gehen wir da so weiter und so und da so rauf und so. Und da haben wir eine riesige Muschel, wo uns nicht hilft. Okay. Links nix, rechts nix, mir nix. Gehen wir wieder runter. Mir nix, dir nix. Und aus der Tür raus. Ja, sonst kann ich da auftauchen? Kann ich nicht. Ja, das ist eine super Aktion gewesen, wirklich. Gehen wir mal zum Jabu Jabu. Der hat sich das Maul zu. Hey du, was sagst du uns? Jabu Jabu residiert weiter oberhalb. Man sagt, ein weites Labyrinth sei in seinem Bauch. Ja, das nennt sich auch Dungeon für die 7. Essenz. Oh, Jabu Jabu, kannst du bitte das Maul aufmachen? Nein, kannst du nicht. Okay. Den halt nicht. Also was immer gewesen? Genau, Mallorca. Also auf jeden Fall kann man da auftauchen? Ja, kann man, brav. Wenn ihr mal zu Mallorca sind, erstens mal, es ist wirklich eine schöne Insel. Und wenn ihr am richtigen Ort sind, heißt nicht am Ballermann, denn ja, es ist wirklich. Wir haben 2 Autos gemietet. Wie wir das geschafft haben, weiß ich bis heute noch nicht. Und sind ein bisschen auf der Insel rumgefahren und also die Aussicht und die Bergstraße ist, also wenn man nur ein paar Kilometer außerhalb von Palma, perfekt. Willkommen. Ah, das ist wieder der. Oh Gott, jetzt bin ich da wieder dran. Ja, ist gut. Aber aus irgendeinem Grund hat gegen Schluss von der Woche alle angefangen umzuholen. Was ist das denn? Alle anfangen umzuholen. Da kann ich dich irgendwie auflupfen oder so? Nein, kann ich nicht. Kann ich die kaputt schlagen? Nein, kann ich auch nicht. Hm. Merkwürdig. Tun wir wieder das da nicht. Und da haben wir noch mehr von diesen Huren Dingen. Hey du. Gibt es denn niemanden, der das Zorra-Symbol des Heldentums verdient? Das Symbol einer Zorra-Schuppe ist ein mächtiger Talisman des Meeres. Ja, ich will es schon verdienen, gib es einfach. Und ja, sie haben uns immer irgendwie auf, also so wegschleppen quasi, oder sagen. Also, sie haben uns weglocken und uns Angebot antrüllen, sind zwar relativ teuer gewesen meistens, aber alle haben gesagt, es gibt richtigen Alkohol, es gibt wenig Deutsche und es gibt keine Ballermann-Musik, sondern geile Techno-Musik. Und da finde ich einfach so lustig, weil eigentlich bin ich mit der
Erwartung dann, ja, okay, gehst halt mit der Klasse, tust da ein bisschen Ballermann an, wenn es muss sein. Aber dann kommen die ernsthaft so mit der Werbung, dass es extra genau das nicht ist. Und es ist wirklich so gewesen. Also die meisten Clubs haben keine Ballermann-Musik. Du musst fast suchen, damit du das findest. Außer du liegst am Strand und irgendwelche Deutsche quatschen, ja, aber das ist wieder ein anderes Problem. Oh ja. Was ich kann euch die Clubs auch noch empfehlen. Und ja. Eine große Wichtigkeit, ja, das weiß ich. Wir sind in der Vergangenheit also immer noch das gleiche. Ist da gut oder nicht so gut? Keine Ahnung. Aber wir können jetzt mal. Oh, hey du. Glaub ja nicht, wie elend soll das der See sein, so wie diese gewöhnlichen Flusszuflüsse. Ich denke mal, ihr stammt vom gleichen Ding ab. Oh, 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 Baum. Dann kann ich mich wieder ranporten. Yes! Gut. Und wir gehen nochmal weiter. Und da oben hat es wieder so komische Glibberschleim. König Zoras Palast liegt oberhalb von hier. Gib Acht, nicht unhöflich zu werden. Ja, wir werden ihn retten, also von dem her sind wir... ich will mal kurz lesen, es steht sicher das gleiche. König Zoras Palast, Jabu Jabu Schrein. Gehen wir zuerst mal kurz zum Jabu Jabu, weil der... Wir sind ja jetzt in der Vergangenheit. Und das heißt, er sollte ziemlich klein sein. Hey du. Die See ist so dreckig. Hüstel, Hüstel. Also, man kann nicht mehr in Ruhe schwimmen. Ja, du laufst ja sowieso mehr auf dem Grund rum. Blub, blub. Wir können sogar um ihn rumschwimmen, aber irgendwann sind wir in dir drin. Gefällt dir das, hä? Gefällt dir das? Naja. Wupp. Gehen wir mal rauf. Irgendwann müssen wir dann noch zu der Brilleninsel, aber zuerst mal gehen wir jetzt zum König. Die Treppe führt zum Thronsaal. Der König ist sehr krank. Wenn du ihn unbedingt sehen musst, dann mach es. Dann mach es bitte kurz. Dann mach es. Ah, da ist noch mehr. Hey du. Unser Herrscher König Zora wurde plötzlich krank. Wir haben alles versucht, aber sein Zustand verbessert sich einfach nicht. Tja. König Zora hat keinen Thronfolger. Wenn die Krankheit voranschreitet und er dahin scheidet, verlieren wir Zoras unseren letzten König. Ja, ist schon bitter. Bitter. Okay, da, hey. Das Antlitz König Zoras ist von Schmerz erfüllt. Ich finde, der sieht einfach doof aus. Und der sieht im Fall immer gleich aus. Diese Schmerzen, das ist mein Ende. Welch Tragödie, dass die königliche Familie innerhalb einer Generation ausgelöscht sein könnte. Diese grausamen Schmerzen. Ja, wie wär's mal mit ein bisschen Joggen oder so? Sieht schon fett aus. Dieses besondere Heilmittel, die sogenannte Magieflasche, würde den König Zora vielleicht genesen lassen. Doch wo findet sich ein Magier, der ein derartiges Fläschchen herstellen kann? Gott. Also manchmal kann ich super lesen, aber manchmal zweifle ich echt an meine Fähigkeiten. Lass mich raten. Die Martha? Haben wir denn nicht so ein Ding überhaupt? Nein, haben wir nicht. Falsche Taste. So. Ah, oder wir könnten einfach zu der Ding. Gehen wir mal zu der Brilleninsel. Also zum da halt so. Aua. Wetter, es ist zu. Ja, es ist zu. Das ist übrigens nicht der Dungeon, aber glaube jedenfalls. Aber wir müssen trotzdem einen Schlüssel finden. Hey, was bist du? Bitte, hör mich an, Abenteurer. Du magst es kaum glauben, doch ich bin die Feenkönigin, die Beschützerin der See. Der Fluch einer bösen Person namens Veran hat aus mir gemacht, was du nun siehst. Die Zauberkraft des Feenstaubs kann mir meine Ursprungsgestalt zurückgeben. Veran hat die See vergiftet. Schon bald ist alles Lebendige darin dem Untergang geweiht. Bitte mach dich auf die Suche nach Feenstaub. Wenn's muss sie. Ich weiß, wenn wir zuerst mal noch kurz wackeln. Und wir landen da. Alles auf. Warte. Nein. Ist ja gut oder schlecht? Das sehen wir jetzt. Ah, es geht noch relativ. Wir können das aber nicht durchdingseln. Das ist immer noch zu.
Und der Schlüssel, also das Schlüsselloch besser gesagt, ist weg. Wir können uns aber von da nicht weiter über, das ist mit dem Mund. Gehen wir mal zurück, gehen wir wieder nach links, hier ist nochmal Porte. Ist ja nicht so, als würden wir das so ganz kennen. Und ja. Ich würde sagen, nach der kleinen Eskapade beenden wir die Folge auch schon. Wir haben nicht viel erreicht, aber wir haben immerhin Zoras gefunden. Und das ist knapp gewesen. Mal schauen, was haben wir da innen? Nix. Gestorben oder was? Naja. Ich würde sagen, nächstes Mal erkunden wir noch ein bisschen weiter. Suchen Feenstaub. Wo bekommen wir Feenstaub? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.